Swiss German Storytime mit dem Thomas. Hallo miteinander und willkommen zum neuesten Podcast hier auf Swiss German Storytime. Im heutigen Podcast geht es um das Thema Kantone. Wie ihr ja sicher wisst, gibt es in der Schweiz 26 verschiedene Kantone und die funktionieren so ein bisschen wie Teilstaaten, ganz kleine Teilstaaten und haben zum Teil ganz eigene Aufgaben, eigene Gesetze, sind relativ autonom auch, nicht bei allem, aber bei vielen Sachen. Und im heutigen Podcast schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, was eigentlich die verschiedenen Kantone selber entscheiden können, was so die Aufgaben sind, Besonderheiten sind und vor allem auch, wie es überhaupt historisch entstanden ist. Wieso, dass wir eigentlich die Kantone in der Schweiz haben, weil ja die Schweiz auch wirklich zu dem macht, was sie ist. Also ich glaube, der Fakt, dass wir die Kantone haben, ist wirklich super wichtig, auch für die Schweizer Identität. Ich hoffe, euch gefällt's und ich würde sagen, wir legen doch mal los. Die 26 Schweizer Kantone einfach erklärt. Geschichte, Aufgaben und Besonderheiten. Die Schweiz besteht aus 26 Kantonen. Das sind die Gliedstaaten der Schweiz, also so etwas wie Bundesländer in Deutschland oder Bundesstaaten in den USA. Jeder Kanton hat eine eigene Verfassung, ein Parlament, eine Regierung und eigene Gerichte. Das Wort Kanton kommt ursprünglich aus dem Italienischen. Vom Wort Cantone, was so viel wie Teil oder Ecke bedeutet. Da wiederum stammt vom lateinischen Cantus, einem eisernen Rand von einem Wagenrad, wahrscheinlich sogar mit keltischem Ursprung. Im Mittelalter ist Cantone in Norditalien für einen Landesteil verwendet worden. Von dort ist das Wort durch lombardische Kaufleute in die Westschweiz gelangt und ins Französische übernommen worden. Später ist es dann auch ins Deutsche gekommen. Ab dem 17. Jahrhundert ist Kanton häufiger gebraucht worden und ist seit 1798 offiziell die Bezeichnung für die Gliedstaaten der Schweiz. Früher sind Kantone auch Stände, Orte oder Länder genannt worden. Ein paar von diesen alten Begriffen findet man heute noch. Zum Beispiel im Ständerat, der eine von 2 Kammern im Bundesparlament. Oder im Ständemehr, der Mehrheit bei Volksabstimmungen. Weiter hat man die alte Eidgenossenschaft auch je nach Phase als die 8-örtige Eidgenossenschaft oder später als die 13-örtige Eidgenossenschaft bezeichnet. Und Land findet man ebenfalls in traditionellen Begriffen wie Landsgemeinde, Landamann oder Landesarchiv. Die 3 sogenannten Urkantone, Uri, Schwyz und Unterwalden, gelten als Gründer der Eidgenossenschaft im Jahr 1291. Dazumal haben sie ein Bündnis für die gegenseitige Hilfe geschlossen. Daraus hat sich im Laufe der Jahrhunderte die alte Eidgenossenschaft entwickelt, zuerst mit 8 und später mit 13 Orten. Diese Orte sind früher fast vollständig selbstständig gewesen. Erst mit der Gründung des Bundesstaat 1848 ist ein Teil von ihrer Macht an den Bund übertragen worden, zum Beispiel in Bereichen wie Aussenpolitik, Zoll, Währung und das Postwesen. Während der Helvetischen Republik von 1798 bis 1803, wo von Frankreich beeinflusst war, sind viele neue Kantone geschaffen worden. Ein paar davon nur für kurze Zeit. Es hat zum Beispiel einen Kanton Lugano, einen Kanton Fricktal oder einen Kanton Sentis gegeben. Später mit der Mediationsverfassung von 1803 ist die Anzahl Kantone auf 19 festgelegt worden. Und 1815, nach dem Wiener Kongress, sind weitere dazugekommen. Alles zusammen sind es nachher 25 gewesen. 1979 ist der Kanton Jura neu gegründet worden. Er ist durch eine Abspaltung mit dem Kanton Bern entstanden und ist neu dazugekommen. Somit sind es heute aktuell 26 Kantone. Manchmal redet man auch von 23 Kantonen. Das liegt daran, dass es 6 Halbkantone gibt. Obwalden, Nidwalden, Appenzell-Innerrhoden, Appenzell-Ausserrhoden, Basel-Stadt, Basel-Landschaft. Seit der Bundesverfassung von 1999 gelten sie als vollwertige Kantone, haben aber im Ständerat nur eine halbe Stimme. Jeder Kanton ist politisch eigenständig. Er hat ein Parlament, das je nach Grösse zwischen 49 bis zu 180 Mitglieder umfassen kann.
Und er hat eine Regierung mit 5 bis 7 Personen. Und es gibt auch eigene Gerichte. Die Kantone sind zuständig für viele wichtige Bereiche, wie zum Beispiel Schulen, Polizei, Gesundheitswesen, Bauwesen, Steuern oder das Sozialwesen. Nur was ausdrücklich in der Bundesverfassung geregelt ist, gehört zum Aufgabenbereich vom Bund. In vielen Bereichen arbeiten der Bund und die Kantone aber auch zusammen. Die Kantone können sogar untereinander Verträge abschliessen, sogenannte Konkordate. Oder sogar in gewissen Fällen auch mit dem Ausland. Ein konkretes Beispiel zwischen dem Vertrag zwischen einem Kanton und einem Ausland ist die Zusammenarbeit zwischen dem Kanton Genf und dem benachbarten Frankreich. Dort gibt es ein Abkommen im Gesundheitswesen, damit französische Grenzgänger im Notfall in Genfer Spitälern behandelt werden können. Auch Gemeinden haben in der Schweiz gewisse Freiheiten. Und in 2 Kantonen, nämlich in Glarus und Appenzell-Innerrhoden, gibt es bis heute eine Landsgemeinde. Das bedeutet, Bürgerinnen und Bürger treffen sich einmal im Jahr auf dem Hauptplatz. Meistens auch Landsgemeindeplatz oder im Appenzeller Dialekt Landsgemeindeplatz genannt. Und stimmen dort öffentlich über Gesetze und Wahlen ab. Mit Handerheben. In den anderen Kantonen wird heutzutage an der Urne gewählt. Die Kantone machen einen wichtigen Teil der Schweiz aus und zeigen, wie stark der Föderalismus verankert ist. Trotz vielen Zentralisierungen in den letzten 200 Jahren bleiben die Kantone wichtige politische Einheiten mit einer eigenen Geschichte, eigenen Aufgaben und viel Verantwortung für das tägliche Leben der Bevölkerung. Ja, mega interessant, oder? Über die Kantone zu erfahren und wie das überhaupt so entstanden ist. Das ist natürlich ganz eine vereinfachte Geschichte oder ein vereinfachter Überblick über die Kantone. Und es ist natürlich in Wahrheit auch sehr komplex, oder, wie die Kantone miteinander zusammenarbeiten. Und dann hat man Bundesebene, Kantonsebene, dann eben noch Gemeindesebene auch noch. Und es ist wirklich komplex, oder, wie da alles muss zusammen funktionieren in der Schweiz. Aber irgendwie funktioniert es. Und ich glaube, das ist echt Schöne an der Schweiz, oder, dass man so viele verschiedene Regionen hat, verschiedene Kantone, verschiedene Leute in diesen Kantonen, verschiedene Dialekte und trotzdem irgendwie ziehen wir doch alle am gleichen Strang und gehen in die gleiche Richtung und denke, das ist mega cool. Ich hoffe, der Podcast hat euch ein bisschen einen Überblick geben über Kantone. Ist übrigens ein Wunsch gesehen in den Kommentaren, dass ich mal ein Video über Kantone mache. Ist sicher noch nicht abschliessend. Ich denke, ich könnte noch mehrere Videos machen über Kantone. Vielleicht mache ich es dann auch noch. Aber auf jeden Fall danke vielmals für den guten Vorschlag. Und falls ihr Ideen habt, Wünsche für andere Themen, die ich hier abdecken im Podcast, dann bitte schreibt es einfach in die Kommentare, macht mir eine Nachricht, meldet euch und ich versuche mein Bestes, um diesen Wunsch umzusetzen und über da einen schweizerdeutschen Podcast zu machen. Dann wünsche ich euch noch ganz schöne Zeit und ich sehe euch beim nächsten Podcast. Danke vielmals.